Ja, Mister, bitte. Kleinen Moment. Ich komme. Ach, Sigi, meine Güte, warum klopfst du denn an? Ganz einfach, mein Cheater. Wenn du mir die Tür aufmachst, dann muss ich den Kasten nicht abstellen. Sag mal, feierst du Äquatortaufe? Mach du dich, Mann, auch noch lustig. Ich wäre fast von der Leiter gefallen, als du angeklopft hast. Ja, warum das denn? Mensch, ich hab doch gedacht, das wäre der Mann vom Amt. Der kommt heute nicht mehr. Wieso nicht? Naja, die Uhr ist gleich 4. Ich habe noch keinen Beamten gesehen, der sich die letzten Stunden vor Feierabend mit Arbeit versaut. Du auch ein? Nee! Ruhig bleiben, Traute, ganz ruhig bleiben. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ha, ha, ha. So, nun hilf mir mal die Pedalen hier. Sag mal, war er zu Hause? Ja, Und? du, ich hatte noch nicht mal meinen Namen gesagt. Da wusste er schon, dass ich das war. Hat mich sofort an der Stimme wiedererkannt. Stell dir das mal vor. Ja und? Hä? Was hat er gesagt? Alles Paletti. Er macht das? Ja, aber na klar. Hast du ihm erzählt, um was es geht? Also sag mal, bin ich denn hier? Sowas beschnacke ich doch nicht am Telefon. Ich habe nur gesagt, Erwin, ich brauch dich. Und er hat gesagt, in Ordnung, Sigi. Oh. Siehst du, mein Cheater? Das ist wahre Männerfreundschaft. Mir ist ganz schlecht vor Angst. Ich kann überhaupt nicht mehr klar denken. Am liebsten möchte ich abhauen. Alles stehen und liegen lassen und mich irgendwo verkriechen. Also nun verlier bloß nicht die Nerven. Guck mich an. Ich bin ganz cool. Was ein Wunder. Dir können sie ja auch nichts anhaben. Also sag das nicht so laut. Die haben ganz fiese Tricks auf Lager, einen auszuquetschen, diese Bullen. Hast Angst, du könntest dich verplappern? Ich nicht. Aber du. Und dann kommt das noch so weit, dass ich als der Hauptschuldige dastehe. Jedenfalls war das deine Idee. Also siehst du, da geht das schon los. Stimmt das vielleicht nicht? Von allein wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber du hattest doch nichts dagegen, oder? Hat dir doch Spaß gemacht, das schöne Geld einzusacken. Von wegen Spaß. Ich habe von Anfang an gewusst, das geht nicht gut. Sowas kann einfach nicht gut gehen. Über kurz oder lang fliegt jeder Schwindel auf. Meine Güte, hätte ich doch bloß die Finger davon gelassen. Ja, so sag mal, was tüdelst du dir da zusammen? Ich setz alle Hebel in Bewegung, dass sie dich nicht beim Schlawittchen kriegen. Und du redest so, als wenn du schon mit einem Bein im Knast stehst. Das ist doch Blödsinn. Also, hör auf zu jammern und verlass dich ganz auf mich. Ich habe alles fest im Griff. Du hast gut reden. Ich kann hier nicht einfach so rumsitzen. Na ja, dann tu was. Gern die Arbeit. Arbeit beruhigt. Kannst du mich festhalten? Was? Die Leiter. Geht nicht. Wieso nicht? Na siehst du, ich habe keine Hand frei. Na gut. Ist das deine Schuld, wenn ich mir die Knochen brech? Muss bloß richtig abrollen, dann passiert ja auch nichts. Abrollen? Was denn nun? Ich habe keine Lust mehr. Pack dein Spielzeug zusammen und schieß den Wind, Siggi Bock. Das ist ja wohl das Letzte. Ich maloch mich hier ab und du machst Leibesübungen. Wenn du nicht weißt, wohin mit deiner Kraft, dann versuch du das doch mal mit Arbeit. Na, 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 na. Was sind das für Töne, mein Cheater? Das bin ich von dir ja gar nicht gewohnt. Wir sind wohl ein bisschen mit den Nerven runter, was? Och. Aber trotzdem solltest du dich nicht so gehen lassen. Und was mein Bodybuilding angeht, da hast du doch auch gut von. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, Traut. Also sag, dass du das nicht so gemeint hast und ich will das vergessen. Ach, ab und zu mal Dampf ablassen ist gut für den seelischen Haushalt. Nichts dagegen zu sagen. Aber alles zu seiner Zeit. Und im Augenblick können wir uns sowas gar nicht leisten. Und schon gar nicht, wenn Erwin hier ist. Erwin ist ein Künstler. Und Künstler sind sensibel, weißt du? Aha. Früher in der Schule, wenn er die Lehrernacht gemacht hat, ein Lacher an der verkehrten Stelle und die Show, die war zu Ende. Also tu mir den Gefallen und reiß dich zusammen. Sag mal, Ja? wenn dieser Erwin mit dir in einer Klasse war, dann muss er doch so alt sein wie du. Na ja, so ungefähr. Warum? Ja, aber Onkel Hermann war doch viel älter. Ja, aber das ist doch Erwins Spezialität.
Traute, der kann sich so alt machen, wie er will. Ja? Ich habe mal ein Foto von ihm gesehen, wo er als Adenauer abgebildet war. Ich sag dir, schrumpeliger kann der echte auch nicht ausgesehen haben. Letzte Nacht habe ich wieder von ihm geträumt. Von Adenauer? Von Onkel Hermann. Ach so. Ach du, von dir habe ich auch geträumt. So? Was denn? Ach, das mache ich gar nicht sagen. Aber nur mal zu, Traute. Mir kannst du es doch ruhig erzählen. Sie haben dir Handschellen angelegt und dich mitgenommen. Mich? Hm? Ja, warum? Ja, weil sie gedacht haben, du hast Onkel Hermann. Na, also, das ist ein Ding. Die können mich doch nicht, mir nichts, dir nichts verhaften. Hä? Ich habe ein wasserdichtes Alibi. Aber Sie, das war doch bloß im Traum. Also sowas lasse ich mir nicht mehr im Traum anhängen. Und nur sieh zu, dass du wieder an deine Arbeit kommst. Ja. Wenn das bei unserem Openingstermin bleiben soll, der musst du ranklotzen. Aber sag mal, was hat das doch für einen Sinn? Mal angenommen, dein Freund macht nicht mit, dann können wir die Kombüse hier doch vergessen. Erwin macht mit. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Sag mal, Steve, kommt da nicht eine? Also ich höre nichts. Und du auch nichts. Traute, guck mal, da ist kein Mensch. Die Nerven. Sag mal, was machst du denn da? Was tüdelst du da in den Kasten rum? Also nun pack doch gleich deine Zahnbürste ein und melde dich im Knast. Vielleicht hast du dir ein halbes Jahr, wenn du dich selbst anzeigst. Ja. Ja, du! Da habe ich auch schon dran gedacht. Hör mal zu, dann macht ihr auf die Socken. Dann dauert das nicht mehr lange, bis sie mich auch abholen. Aber Sigi, was denkst du von mir? Also bei einer, die so bekloppt ist, dass sie sich selbst anzeigt, da muss man doch mit allem rechnen. Ich will dir mal ganz deutlich was sagen, mein Cheater. Für was anderes als Küche und Bett bist du leider nicht zu brauchen. Das nimmst du zurück. Das tue ich nicht! Auf der Stelle nimmst du das zurück, oder ich? Da denke ich doch gar nicht Oh! Du! dran. Vergiss dich nicht, ich bin Amateurcatcher, vergiss das nicht. Ha! Waschlappen bist du! Also was bin ich? Waschlappen! Großmaul! Windhund! Also sag mal, du hast doch eine Pfanne. Was fällt dir ein, mich so zu beleidigen? Weg mit dem Hammer oder ich zeig dir, wer hier Waschlappen ist, du. Sowas lass ich mir nicht von Latz knallen. Und wenn Erwin kommt, dann sage ich... Hallo Erwin. Ich habe ein paar Mal angeklopft. Erwin. Mein alter Freund Erwin. Traute, darf ich dir meinen alten Schulkameraden Erwin Kummerfeld vorstellen? Bekannt von Film, Funk und Fernsehen. Der einzige in unserer Klasse, der im Rampenlicht von der Öffentlichkeit steht. Erwin, das ist meine Lebensgefährtin Traute Brück. Ja, aber wo ist sie denn? Traute, wo bleibst du denn? Du bist also Sigi Bock. Wie bitte? Du, das ist gut, Erwin. Immer einen kleinen Scherz auf Lager, was? Oder habe ich mich so verändert? Hättest du mich denn wiedererkannt, wenn wir uns auf der Straße begegnet wären? Ja, aber na klar doch, Erwin. Du bist doch eine ganz bekannte Persönlichkeit. Du, einmal habe ich dich sogar im Fernsehen gesehen, wo du eine ganze Schachtel Pralinen auf einem Rutsch weggeputzt hast. Weißt du noch? Ach so, ja. Nee, Erwin, sollst mal sehen, über kurz und lang hast du deine eigene Fernsehshow. Das Einzige, was du brauchst, ist ein bisschen Glück. Und einen guten Manager. Ach, wie wäre das denn mit dir, Sigi? Ich als dein Manager. Meinst das? Na ja, also, Lust hätte ich schon. Und das Managen liegt mir auch im Blut. Aber fürs Erste bin ich leider unabkömmlich. So ein Pech aber auch. Tja, das lässt sich nun mal nicht ändern. Du, aber wenn der Laden hier richtig läuft... Sag mal, was soll das denn hier werden? Fitnesscenter? Nee, wir wollen hier ein Fischrestaurant aufmachen, ich und Traute. Klein, aber fein. Spezialität. Lapskaus nach Seemannsart. Ich bin der Küchenchef, Traute macht die Bedienung. Und das Ganze hier soll Kombüse heißen. Kannst du denn kochen? Ja, aber was denkst du denn? Ich bin 15 Jahre als Hutje zur See gefahren. In Seemannskost bin ich eine Kapazität. Erwin,
wer einmal mein Lapskaus gegessen hat, der denkt da sein Leben lang an zurück. Ja, aber sag mal, du willst doch nicht verreisen? Was? Ach so, nee. Ich habe ein Engagement heute Abend. Ja, wo denn? Ach ja, Mensch, nun weiß ich. Das stand ja in der Zeitung. Große Unterhaltungsshow mit internationalen Stars. Donnerwetter, Mensch, Erwin, und du bist dabei. Da muss ich hin, du. Langsam, Sigi, langsam. Also wenn du mich sehen willst, musst du nach Itzehoe kommen. Ja, ins Vereinsheim Frohsinn. Da tingel ich als Alleinunterhalter auf dem Sommerfest vom Perlhuhnzuchtverein. Du sag mal, und da hast du wohl dein Dingsbums drin. Ich meine, alles das, was du für deine Show brauchst. Richtig. Darf ich mal? Was? Nur mal reingucken. Also nichts für ungut, Sigi, ich habe nicht so viel Zeit, ne? Also sag mir, was ich für dich tun kann und dann muss ich sehen, dass ich zum Bahnhof komme. Ja, aber das ist gar nicht so einfach, Erwin. Moment. Traute, wo bleibst du denn? Das ist also was Geschäftliches. Naja, mehr so ein Freundschaftsdienst, will ich mal sagen. Ach so, ich verstehe. Gratisvorstellung, wa? Ja, ich habe mir gedacht, in Erinnerung an unsere gemeinsame Schulzeit. Tut mir leid, Sigi. Kann ich mir leider nicht leisten. Weißt du, das ist was für Kollegen, die ganz oben sind oder ganz unten. Ich tingel für Geld. Tschüss, hat mich gefreut, dich mal wiederzusehen. Ja, aber Erwin, warte doch. So habe ich das doch nicht gemeint. Traute? Ach, da bist du ja schon. Erwin Kummerfeld, Traute Brümmer. Setz dich, Erwin. Tu mir den Gefallen und setz dich, bitte. Ja, bitte Sie. Ach, Traute steht lieber. Zum Sitzen ist die viel zu hibbelig. Bitte. Also, Folgendes. Willst du oder soll ich? Naja, ist wohl besser, ich sag ihm das. Du fängst ja wieder bei Adam und Eva an. Und Erwin hat nicht viel Zeit. Der muss heute Abend noch eine Show machen. Ja? Oh, die würde ich mir gerne angucken. Leider nicht möglich. Warum nicht? Naja, keine Karten mehr zu kriegen. Alles ausverkauft. Oh, schade. Was machen Sie denn da so, Herr Kummerfeld? Für dich, Erwin. Nicht Erwin. Meine Freunde sind auch deine Freunde. Tja, was mache ich da so, ne? Oh nee, danke, die nicht wieder. Ja, also zuerst so ein paar Witze, dass die Leute in Stimmung kommen, dann ein bisschen zaubern, ein paar Stimmungslieder von der Ruderkant so zum Mitsingen und Schunkeln und zum Schluss, so als Höhepunkt, 3 oder 4 Imitationen. Aha. Was hast du denn so auf der Palette, Erwin? Du sag mal, willst du uns nicht mal eine kleine Kostprobe geben? Tut mir leid, Sigi. Was ich mache, das mache ich 100%ig. Für halbe Sachen bin ich nicht. Ach Mann, zu Erwin. Ich hab Traute so viel erzählt von dir, von deiner genialen Verwandlungskunst. Die platzt vor Neugierde. Nicht wahr, mein Cheater? Du guck mal, Erwin, was wir hier für deine Show haben. Guck mal hier. So, Vorhang. Und hier Licht. Aber wo Herr Kummerfeld doch keine Zeit hat, ist der mal weg. Für seine Fans hat ein Künstler immer Zeit, nicht Erwin? Na ja, also Frau Brümmer, wenn Sie das denn so interessiert, Oh ja! dann will ich mal eine Ausnahme machen. Ne? Na Sigi, dann setz dich mal hin. Und Sie auch, ne? Hier vorne, erste Reihe. Oh ja! Wissen Sie, Frau Brümmer, heute Abend ist das Publikum schon ein bisschen was älter, ne? Habe ich in die Flimmerkiste gegriffen. Zu den alten Filmlieblingen. Also die kommen immer noch an. Sagenhaft. Muss man sich wirklich überwundern. Traute, Ja? Erwins Stärke ist mir hier. In den Armen. Da hat er Pudding. Aber früher in der Schule, wenn sie ihn verkloppen wollten, dann bekamen sie es mit mir zu tun. Auf meine Art bin ich auch ein Spezialist. Ja, ja. Herr Unkapellmeister, Vorhang. Aha, wenn ich mal was sagen dürfte, schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe, sei ein bisschen nett zu mir. 2, 3, 4, na, Bock haben Sie's erkannt? Hans Rühmann. Also Traute, du bist ja sowas von doof. Das ist doch Rudolf Klappe. Nein,
denn, Papa? Theo Ling. Ja, Theo Ling, genau. Du sag mal, kennst du den noch? Natürlich kenne ich Theo Ling. Ha, die alten Filme kommen ja alle naslang im Fernsehen. Ja, aber bloß in Schwarz und Weiß. Voila! Und hier ist das in Farbe. Das stimmt. Kann denn Liebe Sünde sein? Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst vor Glück? Kann das wirklich Sünde sein, wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück? Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Sarah Leander. Genau. Du sag mal, Erwin, ne? Kannst du Hans Albers nachmachen? Ja, klar, Sie. Den Hannes habe ich doch so und so auf der Palette. Du Von sag wegen mal, der Stimmung. was singst du da immer? La Paloma oder was? Na Sie, was hat unser Hannes immer gesungen? Auf der Reeperbahn nachts unweit. Das Sky. Amüsierst du dich und das findet sich auf der Reeperbahn nachts um 1:30. Wer noch niemals in lauschiger Nacht ein Reeperbahn-Hummel gemacht. Wunderbar, Herr Kummerfeld. Na, was habe ich gesagt? Ist dieser Mann nicht spitze? Auch wissen Sie, Frau Brümmer, ist ja noch gar nichts. Wissen Sie, wenn ich so richtig Maske gemacht habe, so als Marlene Dietrich. Ich kann heute lieber nur und sonst gar nicht. Als Marlene habe ich sogar mal einen Heiratsantrag gestellt. Mensch, Erwin, du bist ein Genie, du. Ach, was? Ist doch mal bloß, dass die Leute ein bisschen Spaß haben. Also nee, komm, keine falsche Bescheidenheit. Du, ich würde meine letzte Büchs verwetten, dass du noch mal ganz groß rauskommst, du. Ist er doch schon. Hä? Ja. Na ja, Traute, aber nach oben hin sind dem Genie keine Grenzen gesetzt. Weißt du was, Erwin? Zur Eröffnung von der Kombüse engagiere ich dich als Stimmungskanone. Du als Stargast. Das ist der absolute Hammer. Können wir überschnacken, Siggi. Aber so ganz ohne das hier läuft bei mir nix. Lapskaus, Köhm und Bier, satt. Und auf ein paar nach 50 soll uns das auch nicht ankommen. Die lassen uns doch nicht lumpen. Kann ich bei ihm telefonieren? Ja, aber... Bloß ein Taxi anrufen. Oh, wir haben leider noch kein Telefon. Ja, aber Erwin, du kannst doch nicht einfach abhauen. Wir haben doch noch was zu beschnacken. Ja. Ja, wieso denn? Ist doch alles klar. Grundsätzlich sag ich ja. Und was den Termin und die Gage anbelangt, schnacken wir ein andermal über, ne? Ja, aber das ist noch nicht alles. Nicht alles? Die Hauptsache kommt noch. Ja, ich habe aber nicht so viel Zeit. Mensch. Hat das denn nicht Zeit bis morgen? Nee, Erwin, hat das nicht. Erwin, du bist doch mein Freund, mein allerbester Freund. Und wenn ich sag, Erwin, ich brauch dich, dann lässt du mich doch nicht im Stich, oder? Sigi, ich habe dir gerade eben erzählt, ich tingle heute Abend für die Perlhuhnzüchter. Und wenn der Vorhang nicht Punkt 8 hochgeht, dann schmeißen die mit faulen Perlhuhneiern. Ich besuche euch ein andermal. Das nützt uns gar nichts, Erwin. Wenn wir nur nicht Nägel mit Köpfen machen, dann kannst du uns im Knast besuchen. Wo? Im Kittchen. Mahlzeit. Kind, was habt ihr dann angestellt? Sag ihm das. Ich? Ja, na los. Du hast das Ding doch gedreht. Ich bin mal nur so eine Art Mitwisser. Das ist nicht wahr, Herr Kummerfeld. Er hat mich dazu angestiftet. Ach, angestiftet. Ich habe nur mal laut gedacht, weiter nichts. Aber nachher, wenn Wort gegen Wort steht, dann ziehe ich als Mann doch den Kürzeren. Auf jeden Fall sitzen wir ganz schön in der Klemme, Erwin.
Also, Entschuldigung, nur mal klipp und klar. Was habt ihr ausgefressen? Das geht um Onkel Hermann. Wer ist Onkel Hermann? Onkel Hermann ist Trautes Onkel. Ja. Oder besser gesagt, war ihr Onkel. Soll das heißen, Ja. dass er tot ist? Ja, leider. Wieso leider? Na, wenn er noch leben würde, siehst du mir jetzt nicht so in der Bredouille. Ja, dann hätten wir aber auch nicht das schöne Geld für die Kombüse zusammengekriegt. Augenblick mal. Augenblick. Ihr habt ihn doch nicht etwa. Ich nicht. Was sagst du da? Ich nicht, habe ich gesagt. Ich kann nur bezeugen, dass ich ihn nicht umgebracht habe. Ja, wer denn? Ich vielleicht? Glaubst du am Ende, ich habe ihn ins Wasser geschubst? Ja, also wichtig ist, was die Kripo glaubt, mein Cheater. Darum sollten wir das gar nicht darauf ankommen lassen, dass sie dich in die Mangel nehmen. Verstehst du? Oh, ich war ja gar nicht zu Hause, als Onkel Hermann ins Wasser gegangen ist. Ja, ich auch nicht. Aber ich kann das beweisen. Du bist ein Schuft, Siggi Bock. Ein ganz gemeiner Dreckskerl. Erwin, ich muss mich für meine Lebensgefährtin entschuldigen. Ab und zu merkt man eben doch, dass sie hier am Hafen groß geworden ist. Oh! Ja, aber wenn das so ist, dass ihr Onkel sich selber... Wo ist denn da das Problem? Naja, das Problem ist, dass Onkel Hermann noch lebt. Was? Offiziell meine ich. Die Polizei weiß nichts von Onkel Hermanns nassen Abgang. Ja, wieso? Habt ihr das denn nicht gemeldet? Nee. Aber Sie müssen ihn doch gefunden haben. Nee. Ach so, ist er nicht wieder blub, blub, blub? Nee. Mensch, Siggi, nix das hin zur Polizei. Vermisstenanzeige erstatten. Das ist eure Pflicht. Ja, aber meinst du nicht auch, das macht einen ganz schlechten Eindruck, wenn wir nun zur Polizei gehen und sagen, Onkel Hermann ist vor 2 Jahren über die Kaimauer gejumpt? Überhaupt nicht. Was hast du gesagt? Vor 2 Jahren? Traute! 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 Nein! Frau Brümmer, Ihr Onkel ist schon 2 Jahre tot? Ja, warum habt ihr das denn nicht gleich gemeldet? Das war seine Idee. Also meinetwegen. Ich hatte einmal die Idee. Und du hast 2 Jahre lang kassiert. Oder soll das auf einmal nicht mehr wahr sein? Kassiert, ja. Was denn kassiert? Onkel Hermann hat sich mit 62 pensionieren lassen. Wegen seiner Kriegsverwundung. Ja. Voronezh, 1945. Er hatte immer nur ein Bein. Und weil er keine anderen Verwandten mehr hatte und auf den Tod in kein Seniorenheim wollte, da habe ich ihn bei mir aufgenommen. Ja, irgendjemand muss sich doch um ihn kümmern, um den armen kranken Mann. Also krank will ich ja noch durchgehen lassen, aber arm war er ja nun nicht. Als ehemaliger Hauptbuchhalter hat er nämlich eine ganz schöne Rente. Und weil er schlecht zu Fuß war, da hat er Traute eine Vollmacht gegeben, dass sie seine Rente abholen konnte. Den Rest kannst du ja denken. Nicht? Naja, als Onkel Hermann nun abgegluckert war, da hatten wir ja noch immer die Vollmacht. Zuerst wollte ich ja nur die Rente für den Monat abholen, wo Onkel Hermann gestorben war, aber aus dem einen Monat sind dann fast 2 Jahre geworden. Sieh mal, Erwin, wenn einer sein Leben lang Rentenbeiträge bezahlt hat, ist das denn gerecht, wenn er da nur 1 Jahr lang was von hat? Hm? Hättest du dem Staat das geschenkt, all das schöne Geld? Sag mal selbst. Also was ihr beide da gemacht habt, das ist schlicht und einfach Betrug. Rentenbetrug. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ach, Erwin, das musst du nicht so eng sehen. Guck mal, arm sein ist keine Schande. Aber arm sein und dennoch ehrlich, das ist zu viel verlangt. Wir haben das Geld ja auch nicht verjuckst, Erwin. Das haben wir alles hier in die Kombüse gesteckt.
Ich traute? Ja. Und trotzdem hat Herr Kummerfeld recht. Also mich geht das alles ja nichts an. Ich sag euch bloß so viel. Über kurz oder lang kriegen sie euch beim Schlafittchen. Könnt ihr Gift draufnehmen. Tschüss. Das ist schon soweit, Herr Kummerfeld. Wieso? Wir haben, das heißt, Onkel Hermann hat einen Brief vom Amt bekommen. Ein Mitarbeiter von der BFA will ihn besuchen. Bitte. So. Na, denn man angenehmes Tütenkleben. Aber Erwin, lauf doch nicht weg! Wir sind doch noch nicht fertig! Oh, Papi, doch mit dir bin ich fertig. Sie! Du kommst hier nicht eher raus, bis wir eine klare Antwort bekommen haben. Ja, auf was denn, Mann? Was habt ihr mich denn gefragt? So, Brümmer, nun bist du an der Reihe. Bitte, Herr Kummerfeld. Wissen Sie, wir haben... Ja. Sag du das. Pass mal auf, Erwin. Wo du doch nun schon so viel prominente Nacht gemacht hast, sag mal, würde dir das nicht mal Spaß machen, einen ganz einfachen Menschen zu spielen? Nee, Ja, warum das denn nicht? kommt nicht an. Einfache Menschen kriegen die Leute jeden Tag zu sehen. Du sollst sie doch nicht auf der Bühne spielen. Ja, wo denn? Also sag mal, Erwin, hast du so eine lange Leitung oder tust du nur so? Gottsverdorri, sag du doch auch mal was. Ich glaube, Herr Kummerfeld hat dich schon verstanden. Ich soll also Onkel Hermann spielen? Na, Ist Sigi schon auf? Ja, der hat schon gefrühstückt. Ja. Jo. Oh, danke, Erwin. Bitte. Nee, lass mal, mach ich schon. Meine Güte, das ist schon nach 9. Links oder rechts? Oh, ist egal, stell mal dahin. Nee, Traude. Ich meine, ob Onkel Hermann auf dem linken oder auf dem rechten Bein gehubbelt hat. Ach so, rechts, glaube ich. Oder? Ist das so wichtig? Aber ja doch. Wie soll ich ihn denn spielen, wenn ich nicht mal weiß, ob ich auf dem richtigen Bein hubbel? Moment. Wenn er so saß, dann hatte er das linke Bein angewinkelt. So? Ja, also muss er die Prothese rechts gehabt haben. Sicher? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Gut. Das Humpeln übe ich dann nachher. So. Sag mal, er hat doch bestimmt einen Krückstock gehabt, ne? Oh ja, Moment. Hier, bitte. Den hat er also nicht mitgenommen. Den haben wir aus dem Hafen gefischt. Ach, den Tag werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich komme nach Hause. Damals hatte ich ja noch Arbeit. Der Stuhl ist leer. Ich ruf Onkel Hermann. Keine Antwort. Ich gehe in sein Zimmer. Tja, und da ist er auch nicht. Und dann sehe ich seinen einen Pantoffel hier liegen. Und der andere, der liegt draußen auf der Straße. Und im Wasser dümpelt sein Krückstock. Meine Güte, war das schrecklich. Hast du eine Ahnung, warum er sich? Ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, aber mir ist nichts eingefallen. Er hatte das doch gut bei mir. Ich habe für ihn gekocht und für ihn gewaschen. Und wenn ich meinen Lohn kriegte, habe ich ihm jedes Mal eine Tafel Schokolade mitgebracht. Das Einzige, worüber er sich beklagt hat, das waren seine Schmerzen und dass er so schlecht laufen kann. Aber darum tut man sich doch nichts an, oder? Wie kam er denn mit Sigi zurecht? Ich frage das nicht aus Neugier, Traude. Ich muss das wissen, wenn ich Onkel Hermann spielen soll. Onkel Hermann konnte ihn nicht ausstehen. Siehst du, macht mir Onkel Hermann gleich viel sympathischer. Die beiden waren einfach zu verschieden. Onkel Hermann hatte ja seine Macken, aber er war korrekt und durch solide. Was
meinst du denn mit Macken? Ja, zum Beispiel, dass er partout nichts mit anderen Menschen zu tun haben wollte. Er ist die ganze Zeit nicht einmal aus dem Haus gegangen. Ja, bis auf seine Reise natürlich. Und für den Fall, dass ihn irgendjemand besuchen wollte, sollte ich sagen, er wäre nicht mehr hier. Wäre unbekannt verzogen. Hat er denn nie Besuch gekriegt? Nee, das heißt, doch. Einmal war hier eine Dame, schon ein bisschen älter und ziemlich resolut. Ja, die wollte Onkel Hermann sprechen. Zum Glück war er gerade mal unten im Keller. Und als ich ihr sagte, dass er nicht mehr bei mir wohnen würde, da wurde sie gallig und sagte, er wäre hier aber noch polizeilich gemeldet. Tschuh, und dann rauschte sie wieder ab. Wann war das? Oh, 2 Tage, ehe er ins Wasser ging. 2 Tage vorher? Oder auch 3. So genau weiß ich das nicht mehr. Ob das was mit dieser Dame zu tun hat? Glaube ich nicht. Er hat sie auch gar nicht gekannt. Onkel Hermann meinte, sie müsste ihn mit dem anderen Hermann Schmidt verwechselt haben. Ach so, ja, hätte ich ja fast vergessen. Sein Name ist also Hermann Schmidt. Mhm. Mit TT. Hermann Schmidt. Hermann Schmidt. Welche Haarfarbe hat Onkel Hermann denn gehabt? Grau. Grau. Aber nur mal ernsthaft. Guck mal, was hältst du denn von diesen Pfiffi? Ja, viel besser, Erwin. Viel, viel besser. Gut, überredet, nehmen wir diesen dort. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin, Erwin. Wie soll ich das bloß wieder gut machen? Weißt was? Da schnacken wir über, wenn wir die ganze Sache hinter uns haben, ne? Du, Erwin, Hm? mal ganz ehrlich. Warum tust du das für mich? Na, was meinst du? Könnte das angehen, dass da noch was anderes mitspielt als Mitleid? Aus Mitleid schmeiße ich meine Prinzipien nicht über Bord, Traute. Hast du schon gefrühstückt? Mhm. Gut, dann mache ich dir jetzt ein schönes Frühstück mit Eier und Speck. Um Gottes Willen, nee, Traute, tu mir das nicht an. Vor so einem Auftritt krieg ich keinen Happen runter. Bist du so aufgeregt, Erwin? Ach, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so ein Lampenfieber gehabt habe. Och Gott. Wo ist Siggi denn? Weiß nicht. Ich glaube, er jobbt. Wie schaffen wir das bloß, dass der nicht hier ist, wenn der Beamte kommt? Warum soll Sigi denn nicht dabei sein? Nur der kriegt das fertig und vermasselt mir die ganze Show. Ach, du meinst, das könnte so weit kommen, dass du da nicht weiterspielst? Jo. Du, das kannst du nicht machen, Erwin. Wenn du erst mal angefangen hast, dann musst du auch durchhalten. Mittendrin aufhören, das wäre... Oh Gott, das wäre das Schlimmste, was du mir antun könntest. Keine Bange, Traude, ich fall schon nicht aus der Rolle, wenn du das meinst. Kann ich mich darauf verlassen? Aber sicher doch. Was auch passiert, Was auch passiert. das musst du mir ganz fest versprechen. Bei meiner Künstlerehre. Ach, danke, Erwin. Hauptsache, der Beamte, der kauft mir den Onkel Hermann auch ab. Natürlich, Erwin. Ja, und wenn ich mich nur ausweisen muss, wo ist denn sein Ausweis? Den hat er mitgenommen. Mitgenommen? Ja, muss er wohl. Das ist ja gediegen. Wozu braucht er denn einen Ausweis, wenn er ins Wasser jungt? Und sein Führerschein? Hatte er nicht. Das Einzige, was ich an Papieren gefunden habe... Moment! Das ist sein... Ja, hier. Sein Notizbuch. Notizbuch ist kein amtliches Dokument, Traude. Was sind denn das für Zahlen? Da musst du mich nicht mehr fragen. Sieht aus wie höhere Mathematik. Na ja, als Buchhalter hat er ja sein Leben lang mit Zahlen zu tun gehabt. Tut mir leid, Traude. Kann ich nichts mit anfangen. Da steht doch zumindest sein Name drin. Hier, mit TT. Und was mache ich, wenn der Beamte mich fragt, was das mit diesen Zahlen auf sich hat? So, nun passt mal auf. Ich krieg zu viel. Mensch, Erwin, bist du das? Nee. Ja, also sowas von echt. Du, wenn Onkel Hermann dich sehen könnte, der würde sich selbst glatt für eine Fälschung halten.
Meinst du, das geht so? Ja, aber Erwin, das ist der absolute Hammer. Ich habe schon immer gesagt, dass du ein Genie bist, aber das ist der schlagende Beweis. Sag mal, war der Kerl schon hier? Na, ein Glück. Ich hatte schon Angst, ich könnte deinen großen Auftritt verpassen. So, und nun kommt die große Überraschung. Rat mal, was heute Morgen in der Zeitung steht. Ein Geburtstagsglückwunsch für Onkel Hermann. Was? Lass mal sehen. Also langsam, langsam. Sowas muss mit Gefühl und Betonung vorgetragen werden. Pass mal auf hier. Kaum zu glauben, aber wahr. Heute wird er stolze 65 Jahre. Wir wünschen Glück und freuen uns mit unserem lieben Onkel Hermann Schmidt. Mit TT. Sigi und Traute. Stint, Brücke 14. Was sagt ihr nun? Sag mal, hast du das in die Zeitung gesetzt? Selbst gedichtet und dank meiner guten Beziehung gestern Abend sofort in Druck gegeben. Du kommst aber auch auf Ideen, Sigi? Ja, nicht? Ich habe mir gedacht, wo Onkel Hermann doch keine Todesanzeige bekommen hat, ist das nicht mehr als recht und billig, wenn wir ihm in aller Form zu seinem 65. gratulieren. Aber gleich mit vollem Namen und Adresse. Ja, aber das ist doch genau der Clou, mein Cheater. Damit ist doch sozusagen amtlich bekannt gegeben, dass Onkel Hermann noch am Leben ist. Weißt Bescheid? Ah, ja. Der Koffer muss hier weg. Weg mit dem Koffer. Ich hab dich gemeint, Sigi. Das ist Trautes Sache. Wir haben hier strikte Arbeitsteilung, weißt du? Siehst wohl, Erwin? Also Traute! Na, was soll das denn? Ist gar nicht so einfach, das Humpeln. Ja, aber Erwin, da ist doch weiter nichts bei. Guck mal, humpeln. Das kann doch jeder. Ich bin aber nicht jeder. Wenn ich humpel, dann muss das Humpeln was ausdrücken. Das muss eine ganze Leidensgeschichte erzählen. Bloß ein bisschen durch die Gegend humpeln, das ist unter mein Niveau. Aha. Ist was? Ich glaube, wir kriegen anderes Wetter. Lang mir mal den Stuhl daher. Ja, aber wieso? Du sitzt doch schon. Her mit dem Stuhl, verdammt nochmal. Ja. Ist ja schon gut. So, du leg mein Bein darauf. So, nun lege ich das Bein darauf. Das doch nicht. Das andere, das mit der Prothese. Ach, du hast ein Holzbein, Erwin. Ja, kommst da nur auch schon hinter? Meinst du, ich humpel zum Spaß? Ach, nun verstehe ich. Du spielst Onkel Hermann. Ab sofort bin ich Onkel Hermann. Wenn du noch einmal Erwin zu mir sagst, spielst du nicht mehr mit. Ist das klar? Alles klar, Onkel Erwin. Onkel Hermann. Wo sind denn meine Hanteln abgeblieben? Traute! Also so halte ich das nicht aus. Leg mir mal ein Kissen runter. Meinst du mich? Ja, wen denn sonst? Ja, aber beim Holzbein ist es doch egal, ob's weich oder hart liegt. Du sollst mir ein Kissen runterlegen, habe ich gesagt. Was ist denn? Hol mal ein Kissen. Jawohl. Nee, das tust du, Sigi. Oh Mann, wenn wir das nur schon hinter uns hätten. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Diese Ungewissheit. So, bitte, Onkel Hermann. Wo hast du meine Hanteln hingelegt? Das ist zu lütt. Hast du nicht gehört? Das Kissen ist zu lütt. Darf ich zwischendurch auch mal was zu Erwin sagen? Was hab ich gesagt? Ja.
ist ja schon gut. Ich gehe ja schon. Soll ich dir einen Pfefferminztee kochen? Nee, warum? Onkel Hermann hat für sein Leben gern Pfefferminztee getrunken. Pfefferminztee ist für mich ein Brechmittel. Naja, wat Mut, dat Mut. Jo. Oh Gott, ich glaube, das ist er. Wer, der Beamte von der BFA? Erwin, was nun? Ja, nach dem Aussehen kann er das sein. Komm, spuck mir dreimal über die Schulter. Warum das denn? Ja, das soll Glück bringen, hier über die linke. Wie? So, nun können wir bloß noch hoffen, dass Sigi hier nicht anfängt, den Komiker zu spielen. Tja. Also was liegt denn das verdammte Krokodil hier rum? Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst das Ding an der Decke aufbummeln. Ich muss mal was klarstellen. Für die Krankenpflege bin ich nicht verantwortlich. Das war immer Trautes Sache. Hier, leg ich ihm das Kissen unter. Sag mal, hast du Matsch in den Ohren, Traute Brümmer? Sag mal, willst du mir einen Gefallen tun, Sigi? Bock, einen ganz großen Gefallen? Also das kommt drauf an. Für meinen Freund Erwin tue ich alles, aber... Gut, dann setz dich hin und halt einen Sabbel. Oh. Nee, da wird das sein. Das ist der Beamte von der BFA. Bist du auch Hellseher, Erwin? Lass ihn rein, Traute. Schönen guten Tag, mein Name ist Fiedler. Ja, kommen Sie rein, Herr Fiedler, bitte. Besten Dank. Ja, ich will nicht lange stören. Oh, Entschuldigung. Sie haben ja heute sicher eine Menge zu tun. Oh, meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Schmidt. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine Kleinigkeit mitzubringen. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr... Fiedler. Herr Fiedler. Ja, hätte aber nicht nötig getan. Naja, wo Sie heute Ihren 65. Geburtstag feiern, Herr Schmidt. Oh, Entschuldigung. Da kann ich hier doch nicht mit leeren Händen ankommen. Na, das ist ein Service, was Onkel Hermann. Da wollen wir gleich mal auf die Bundesvermögensanstalt anstoßen. Guten Tag. Sigi Bock, ja. Siegfried Bock, wenn Ihnen der Name was sagt. Ah, Siegfried, der mit dem Drachen. Nee. Ich bin sozusagen Herrn Schmidts Schwiegerneffe. Aha. Und das ist seine Nichte Traute Brümmer. Ja, angenehm. Angenehm. Ja, aber setzen Sie sich doch, Herr Fiedler, bitte. Ja. Tasse Kaffee, Herr Fiedler? Oder lieber ein Buddel Bier? Nee, besten Dank. Ja, ich wollte eigentlich bloß ein paar Worte mit Herrn Schmidt sprechen. Ja, Mann zu, Herr Fiedler. Sie werden feststellen, dass Onkel Hermann körperlich und geistig voll da ist. Bloß mit seinem Bein. Mach mal. Hat er mal Läschen? Wolltest du mir nicht einen Gefallen tun, Sigi? Also ich dir? Ach so, ja. Alles klar, Onkel Hermann. Woronesch, 1945. Ah ja. Ja, aber das weiß Herr Fiedler doch alles aus seinem Computer, Onkel Hermann. Halt den Mund. Jawohl. Sie sind also wegen meiner Rente hier, Herr Fiedler? Wegen Ihrer Rente? Naja, Sie sind auch von der wie hieß das mal noch? Bundesvermögensanstalt. Wer? Ich? Doch nicht von der Bundesvermögensanstalt, Sigi. Herr Fiedler kommt von der BFA. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Ja, aber Traute, das sag ich doch. Habe ich recht, Herr Fiedler? Ja, gewiss doch. Ja, bloß arbeite ich in einer Abteilung, die nicht direkt für die Renten zuständig ist. Ach, für was denn? Ja, aber das ist doch ganz klar, Onkel Hermann. Das muss doch auch Beamte geben, die von Zeit zu Zeit mal nachgucken, ob die Rentenempfänger noch nicht abgenippelt sind. Ich sag bloß Rentenbetrug. Du verstehst? Interessanter Job, was, Herr Fiedler? Ja, das geht so. Ja, aber wenn Sie da nichts gegen haben, würde ich mich nur gerne mit Herrn Schmidt unterhalten. Ja, mal zu, Herr Fiedler. Tun Sie sich keinen Zwang an. Alleine. Ach, Sie meinen... Unter 4 Augen. Ach so. Ja, und warum dürfen wir beide nicht dabei sein? Ja, das ist gegen die Vorschrift. Meine Dienstanweisung sagt klipp und klar,
dass bestimmte Fragen im persönlichen Einzelgespräch geklärt werden müssen. Na ja, wenn das so ist. Ja, darf ich Sie also bitten, uns nun einen Augenblick alleine zu lassen? Oh, Entschuldigung. Kommt, Traute. Wenn Sie uns brauchen, wir sind in der Schlafstube. Ganz cool bleiben, Onkel Hermann. Denk an dein Ehrenwort als Künstler. Danke. Bitte, Herr Fiedler, setzen Sie sich doch. Ne? Worum geht es denn? Tja, also wenn Sie mich so direkt fragen. Ich bin Ihnen auf die Schliche gekommen. Was? Ja, ich weiß Bescheid. Kann doch nicht angehen. Ja, nur sind Sie Buffy. Sie haben das gemerkt. Was habe ich denn verkehrt gemacht? Nichts, gar nichts. Also, als Fachmann muss ich sagen, alle Achtung. Ach, Sie sind aus der Branche. Ja, wir sind Kollegen. So was. Und ich habe gedacht, Sie wären Beamter von der BFA. Tja, also ich weiß auch nicht, was ich an mir habe, dass mich alle Leute für einen Beamten halten. Das passiert mir immer wieder. Diesmal kam mir das allerdings ganz gelegen. Also nun sagen Sie mir doch bloß mal, wie Sie dahinter gekommen sind. Ja, also wenn ich ehrlich sein soll, dann habe ich das ganz alleine dem Computer zu verdanken. Computer? Was denn für ein Computer? Wir haben die gesamte Buchhaltung auf EDV umgestellt. Und dabei kam der Schwindel raus. Verstehen Sie? Nee, nun verstehe ich überhaupt nichts mehr. Sagen Sie mal, was sind Sie denn überhaupt? Erst geben Sie sich für einen Beamten aus, denn für einen Kollegen aus der Unterhaltungsbranche. Ich? Und nun? Was sind Sie denn nun wirklich? Na, Ihr Nachfolger. Oh, Entschuldigung. Mein was? Ihr Nachfolger als Hauptbuchhalter bei Witte und Sohn. Nun brauche ich erstmal einen Schnaps. Oh, das ist aber ein Aufbaumittel, Herr Schmidt. Macht doch nichts, ist doch flüssig. So. Sie sind also mein Nachfolger bei Witte und Sohn. Oh, Entschuldigung. Ja. Das wissen Sie aber genau. Ja, natürlich. Das heißt nicht Ihr unmittelbarer Nachfolger, der Nachfolger von Ihrem Nachfolger. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ja, das wollte ich ja. Aber Ihr Herr Schwieger... Oh, Entschuldigung. Ihr Herr Schwiegerneffe, der ließ mich ja nicht zu Wort kommen. Wenn ich nun mal auf Ihre Unterschlagung zurückkommen darf. Also ich habe mal ausgerechnet... Augenblick dass mal, Sie Augenblick. genau- Was haben Sie da eben gesagt? Bitte? Haben Sie irgendwas von Unterschlagungen gesagt? Psst. Ja, aber da rede ich doch schon die ganze Zeit über von, Herr Schmidt. Naja, und so halb und halb haben Sie das ja auch schon zugegeben, ne? Ich? Ja. Gar nichts habe ich. Gar nichts, das haben Sie in verkehrten Hals gekriegt. Ach, nun kommen Sie mir doch nicht so, Herr Schmidt. Wir wollen doch sachlich bleiben, ne? Und Tatsache ist nun mal, dass Sie Witte und Sohn um runde 98.000 Mark betrogen haben. Na, schmeckt Ihnen das Aufbaumittel, Herr Schmidt? Nee. Aber schlechter als mir nun schon ist, kann mir auch nicht mehr werden. Wie viel haben Sie gesagt? Ja, also wenn Sie das ganz genau wissen wollen. Augenblick. €98.144 Mark und 62 Pfennig. Donnerwetter. Traute, komm mal eben rein. Was ist denn, Onkel Hermann? Erzähl dem Fiedler, wer ich bin. Wer du bist? Ja, wer ich wirklich bin. Wieso? Glaubt er denn nicht, dass du Onkel Hermann bist? Du redst dich da raus, Sigi Bock. Erzähl dem Fiedler die Wahrheit. Weißt du noch, was du mir versprochen hast? Sag mal, bist du besoffen, Onkel Hermann? Halt den Mund, Sigi, oder ich vergess mich. Das ist er. Wer? Der Beamte von der BFA. Ja, aber der ist doch schon da, Onkel Hermann. Das ist alles ein bisschen viel für dich, nicht Onkel Hermann? Hermann? Hermann, ich bin erschüttert. Ich suche dich in halb
halb Europa. Und dann lese ich in der Zeitung, du feierst hier in Hamburg in aller Seelenruhe deinen Geburtstag. Womit habe ich das verdient, Hermann? Mein Gott, siehst du klapprig aus. Geht es dir nicht gut? Nee. Was fehlt dir denn? Sein Bein. Mach mal. Woronesch, 1945. Wer sind Sie denn? Sigi Bock. Siegfried Bock, wenn Ihnen der Name was sagt. Nein, sagt mir nichts. Und das ist... Oh, die Dame kenne ich. Von wegen unbekannt verzogen. Und wer sind Sie? Ja, das ist Herr Fiedler vom Betrugsdezernat. Also Betrugsdezernat? Das passt ja ausgezeichnet. Wenn ich Sie brauchen sollte, sage ich Bescheid. Ja, ist gut, aber ich bin... Oh, Entschuldigung. Im Augenblick brauche ich Sie noch nicht, klar? Alles klar. Ich komme nachher noch mal vorbei, Herr Schmidt. Guten Tag. Ja, aber bitte setzen Sie sich doch, gnädige Frau. Ich will nicht sitzen. Ich will wissen, warum du mir das alles angetan hast, Hermann. Warum guckst du mich denn so komisch an? Erkennst du mich denn nicht? Das ist doch nicht möglich. Hermann! Travemünde. Bad Neuenahr. Baden-Baden. Monte Carlo. Hittfeld. Sagt dir denn das alles nichts? Entschuldigen Sie mich mal einen Augenblick. Was soll das? Du sagst Sie zu mir. Weißt du denn wirklich nicht, wer ich bin? Ich bin doch Lotti. Lotti Messerschmidt. Deine Verlobte, Hermann. Alles wieder in Ordnung, Onkel Hermann. Und Kraut vergeht nicht, was Onkel Hermann? Wer ist das? Das ist Frau Messerschmidt. Dein feuerrotes Spielmobil. Deine Verlobte. Ich wollte, das wäre Nacht oder die Preußen King. Was meint er damit? Oh, er ist noch nicht ganz wieder bei sich, Frau Messerschmidt. Guck mal hier, Hermann. Den hast du mir in Baden-Baden geschenkt. Ich will ins Bett, Claudia. Du doch nicht, Onkel Hermann, wo du Besuch hast. Und Herr Fiedler kann auch jeden Augenblick wiederkommen. Ich brauche Bewegung. Ja, das kannst du haben, Onkel Hermann. Komm, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Wir drücken die Arme gegen den Widerstand nach oben, bis die Unterschenkel fast waagerecht sind. Wir vermeiden jede ruckartige Bewegung. Du liebe Zeit, lassen Sie ihn los! Was war er vor 2 Jahren noch für ein stattlicher Mann? Sie hätten ihn mal im Smoking sehen sollen, von Kopf bis Fuß eine blendende Erscheinung. Na, ich schicke ihn erst mal zu meiner Vitalberaterin. Und sobald er sich ein bisschen erholt hat, packen wir seine Sachen und ab geht die Post. Oh, Moment. Ja, oder dachten Sie etwa, ich lasse meinen Verlobten hier in diesem Tovabo zurück? Was haben Sie eigentlich vor? Sind Sie am Renovieren? Nein, wir bauen um. Ah, Ja, wir wollen hier ein Restaurant aufmachen. wo? Hier? Ja, Das ist doch wohl ein Witz. Hier können Sie allenfalls eine Würstchenbude aufmachen, aber doch kein Restaurant. Oh, das wird ein Fischrestaurant, Frau Messerschmidt. Klein, aber fein. Klein, das sehe ich. Aber wo ist das Feine? Spezialität Klapskaus nach Seemannsart. Das kriegen Sie hier am Hafen doch an jeder Ecke. Ich habe nach dem Feinen gefragt. Ja, verstehen Sie denn was von Gastronomie, Frau Messerschmidt? Muss ich ja wohl. Als Chefin von einem Spirituosen-Großhandel. Ach, Sie haben Spirituosengroßhandel. Das ist ja was denn nun? aber Onkel Hermann. Ja, sag mal, wo willst du denn hin? Also dich kann man ja keine Sekunde aus den Augen lassen, Onkel Hermann! So, da bleibst du sitzen und rührst dich nicht von der Stelle.
Hast du verstanden? Mein Gott, gehen Sie doch nicht so grob mit ihm um. Bei so einer Behandlung ist es ja kein Wunder, wenn er zum Pflegefall wird. Ach was, das kann er ab, Frau Messerschmidt. Onkel Hermann ist hart im Nehmen, nicht? Und. Nur ist aber genug, Sigi Bock. Ja, ja, ist ja gut. Bitte, Frau Messerschmidt. So, Sie haben also einen Spirituosenhandel. Großhandel. Na, das ist ja interessant. Wieso? Ja, ich meine, vielleicht könnten wir beide mal ins Geschäft kommen. Sie sind neu in der Branche. Ach? Sonst wüssten Sie, dass die Firma Messerschmidt auf den gehobenen Bedarf spezialisiert ist. Mein Lapskaus ist doch kein gewöhnliches Lapskaus, Frau Messerschmidt. Mein Lapskaus ist ein Lapskaus für höhere Ansprüche. Sozusagen ein Lapskaus mit von. Darf ich mein Speziallapskaus mal für Sie kochen? Exklusiv für Sie, Frau Messerschmidt. Geben Sie sich keine Mühe, Herr Bock. Lapskaus steht nicht auf meinem Diätplan. Haben Sie das nötig? Können Sie mir mal sagen, wo Sie 1 Pfund zu viel haben? Sparen Sie sich Ihren Charme für jüngere Frauen, Herr Bock. Fühlst du dich jetzt wieder besser, Hermann? Warum duzt die mich? Das ist unter Verlobten so üblich, Onkel Hermann. Hast du das gewusst, dass ich verlobt bin? Nee, da hast du mir nichts von erzählt. Hat er nicht? Nein, kein Wort. Das nehme ich Ihnen nicht ab, Frau Brümmer. Ihnen glaube ich ja sowieso nichts mehr. Lassen Sie mich mal mit ihm reden. Gut, ich gehe in die Küche. Nee, Trolle, bleib hier. Ich hab dir doch einen Pfefferminztee versprochen, Onkel Hermann. Traute, bitte bleib hier. Kannst du dich an Baden-Baden erinnern, Hermann? Nee, Aber doch an unsere Verlobung. an die noch viel weniger. Jedenfalls haben wir uns dort verlobt. Sie vielleicht, ich war da nicht bei. Du hattest eine Gewinnsträhne. Zuerst jedenfalls. Ein durch und durch solider Mensch wie Onkel Hermann, der verdattelt sein Geld doch nicht im Spielcasino. Wenn es bloß sein Geld gewesen wäre, hätte es mir ja egal sein können. Aber das meiste Geld habe ich dabei zugesetzt. Schon beim ersten Mal, als wir uns in Hittfeld trafen, da hat er mir mit seinem todsicheren System so lange die Ohren voll gedröhnt, bis ich ihm 5000 Mark gegeben habe. Und futsch waren die. Und so ging das immer weiter. Mal 5000, mal 10.000, ab und zu sogar 20.000 Mark. Bis ich eines Tages zu ihm gesagt habe, so Hermann, bei aller Liebe, jetzt gebe ich dir ein letztes Mal 10.000 Mark. Aber dafür will ich eine Sicherheit haben. Und da hast du zu mir gesagt, Lotti, die einzige Sicherheit, die ich dir geben kann, bin ich selbst. Naja, und dann haben wir uns verlobt. Er hat die 10.000 Mark gesetzt und am nächsten Morgen war er weg. Also das ist der absolute Hammer, Onkel Hermann. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Schubjagd bist. Nee, ich auch nicht. Sind Sie ganz sicher, dass er das war? Also das geht doch nun zu weit. Langsam habe ich das Gefühl, Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Also ich habe mein ganzes Leben noch keinen Fuß ins Spielcasino gesetzt. Das kann ich beschwören. Hermann. Traute, ich will hier raus. Erwin! Ja, Onkel bitte, Hermann! Messerschmidt. Sigi! Ja, dann bieten Sie ihm doch 86er himmlisches Kerkertröpfchen an. Davon haben wir noch einen ganzen Posten. Over. Ja, was ist denn das? Sein Notizbuch. Aha, das geben Sie jedenfalls zu. Ja, warum nicht? Wissen Sie, was es mit diesen Zahlen auf sich hat? Da hat er seine Gewinnchancen ausgerechnet. Das war sein todsicheres System. Damit hat er mein Geld durchgebracht. Na, mein lieber Hermann, hilft das deinem Gedächtnis wieder etwas auf die Sprünge? Darf ich mal? Oh nein, das behalte ich. Für den Fall, dass wir uns vor Gericht wiedersehen. Wir vor Gericht? Also, was hat Onkel Hermann denn verbrochen? Sie haben ihm das Geld doch freiwillig gegeben. Ja, aber für die letzten 10.000 Mark hat er mir eine Schuldurkunde unterschrieben. Und jetzt wird entweder geheiratet oder ich will meine 10.000 Mark zurückhaben. Mit Zins und Zinseszins.
Wo soll er das Geld denn hernehmen? Sein Problem? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, Frau Messerschmidt. Sie können Onkel Hermann doch nicht erpressen. Vielleicht versetzen Sie sich auch mal in meine Lage, Frau Brümmer. Die ganze Zeit habe ich mich als seine Verlobte ausgegeben, weil ich ja dachte, er kommt wieder zurück. Überall habe ich erzählt, er reist in der Welt herum, knüpft internationale Geschäftsbeziehungen an. Sowas ruiniert auch den Ruf meiner Firma. Tja, Onkel Hermann, dann fangen wir schnell wieder das Laufen an. Ein Abstinenzer im Spirituosenhandel ist wie ein Mönch im Puff. Lass deine blöden Witze, Sigi Bock. Pass mal auf, Hermann. Du musst jetzt erstmal wieder zu dir selbst finden. Ja. Ich nehme dich jetzt mit zu mir nach Hause. Doch, da hast du deine Ruhe und Gemütlichkeit. Nee, das geht nicht. Was geht nicht? Er kann hier nicht weg. Wieso? Er wird hier nötig gebraucht. Wozu? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Dann lassen Sie es bleiben. Haben Sie einen Koffer? Nein, wir haben keinen Koffer. Ja, aber doch, Traute, irgendwo im Keller haben wir einen ganzen Haufen Koffer. Sag mal, Sigi Bock, bist du wirklich so bescheuert? Was Traute, tust du nur? Traute, sag mal, wäre das nun nicht an der Zeit, dass wir ihr die Wahrheit sagen? Meinetwegen. Frau Messerschmidt. Ich heiße Lotti. Also Lotti. Früher hast du meine liebe Lotti zu mir gesagt. Meine liebe Lotti. Gut, den Rest hebst du dir für zu Hause auf, ja? Und Sie holen jetzt den Koffer aus dem Keller. Ja, aber das ist gar nicht so einfach, Lotti. Für Sie immer noch Frau Messerschmidt. Na los doch! Wenn ich in einer halben Stunde nicht zurück bin, dann schickst du einen Bergungstrupp, ist das klar? Und wir beide packen jetzt seine Sachen zusammen. Du musst auch was anderes anziehen, so kann ich doch nicht mit dir zu Hause ankommen. Ist da sein Zimmer? Nein, das ist hier. Aber wir... Ja? Wir haben ihm was vorgeschwindelt. Dürfen wir Ihnen die Wahrheit sagen? Da bin ich nicht scharf drauf. Aber wenn Sie partout wollen, können Sie mir das ja beim Packen erzählen. Kommen Sie. Ich sag hier nichts. Ja, bitte. Ganz bestimmt. Frau Messerschmidt. So, da bin ich wieder. Oh, wohl sein, Herr Schmidt. Oh, darf ich? Nee. Danke. Oh, Entschuldigung. Tja, also die Sache ist nämlich die, Herr Schmidt. Sie haben mich vorhin gefragt, warum wir die Polizei noch nicht geholt haben. Das hat einen ganz einfachen Grund. Oh, Entschuldigung. Sagen Sie mal, warum entschuldigen Sie sich ja nicht immer zu? Tja, ich habe ein Ventriculus curiosus. Was? Chronisches Magenleiden. Oh, Entschuldigung. Tja, also bis nun weiß die Polizei noch nichts von ihren Unterschlagungen. Bei Witte und Sohn gelten sie noch immer als ein Paradebeispiel für Ehrlichkeit und selbstlose Pflichterfüllung. Ja, und wenn es nach mir geht, soll das auch so bleiben. Ach nee, Sie schon wieder, Herr Fiedler. Na, da haben Sie aber Schwein gehabt, dass Sie den Onkel Hermann noch angetroffen haben. Ach, wollten Sie verreisen? Nee. Er zieht um. Sozusagen vom Souterrain in die Belle Etage. Der macht eine Partie, wo unser eins nur von träumen kann. Ist wahr? Dann gratuliere ich auch, Herr Schmidt. Zisch ab, Sigi Bock. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem dösigen Gesammel. Ja, aber wo ist denn deine Braut, Onkel Hermann? Wenn du Frau Messerschmidt meinst, die ist in Onkel Hermanns Kammer, packt Onkel Hermanns Klamotten. Und wenn du noch einmal Onkel Hermann zu mir sagst, dann flipp ich aus. Verstehst du? Was bist du denn so nervös, Onkel Hermann? Angst vor der Hochzeitsnacht? So, Sie wollen also noch mal heiraten? Was heißt denn nochmal? Ich bin mein Lebtag nicht verheiratet gewesen. Umso mehr muss ich Ihren Mut bewundern, Herr Schmidt. Aber eine schöne Mitgift, die ist ja auch nicht zu verachten. Ne? Tja, und das bringt mich zwanglos auf mein Thema zurück. Ich habe gesagt, wenn es nach mir geht, sollen Sie eine reine Weste behalten. Allerdings ist meine finanzielle Lage nicht so rosig. Oh, Entschuldigung.
dass ich auf eine kleine Gratifikation verzichten kann. Sagen wir 40.000. Nun wird der Hund in der Pfanne verrückt. Na, da hat Hermann Schmidt ja einen würdigen Nachfolger gefunden. Ja, aber das ist doch ein faires Angebot. Ich kenne Leute, die lassen sich erst stillschweigend teurer bezahlen. Wissen Sie, was Sie nicht mal können? Sie können Na, nicht mal na, nicht doch. Herr Schmidt. auf den Kopf stellen und schütteln, da fällt kein Groschen raus. Und das sage ich stellvertretend für Hermann Schmidt. Denn dieser Hermann Schmidt, mein lieber Fiedler, hat das ganze Geld auf den Kopf gehauen. Also das kaufe ich nicht ab. Aber selbst wenn das so wäre, auf meine 40.000 muss ich leider bestehen. Nehmen Sie doch einen Kredit auf, Herr Schmidt. Ja, oder noch besser, pumpen Sie sich das Geld doch von Ihrer zukünftigen. Die lässt sich das bestimmt was kosten, dass sie einen Mann mit einer sauberen Vergangenheit kriegt. Hören Sie mir mal gut zu. Herr Fiedler, Machen Sie keine Dummheiten, Herr Schmidt. wenn Sie nicht gleich draußen sind, können Sie mich auch noch wegen Körperverletzung anzeigen. Klar? Also ich hätte Sie für klüger gehalten. Unter diesen Umständen bleibt mir leider nichts anderes übrig, als die Sache nach oben zu melden. Ja, bitte, bitte, tun Sie das. Es bringt vielleicht eine gute Gehaltszulage für Sie bei raus. Hier, meine Telefonnummer. Oh, Entschuldigung. Für den Fall, dass Sie sich das doch noch überlegen sollten. Morgen früh bin ich bei der Geschäftsleitung. Hallo? Frau Messerschmidt. Ach, Herr Witte! Ach, Herr Witte! Na, das aber mal nett, Herr Witte. Ja, danke, Herr Witte, danke. Muss ja, ne? Muss ja. Ja, und selber? Ja, Herr Witte, wir werden eben alle nicht jünger, nicht nur hübscher. Ach, Herr Witte, wissen Sie übrigens, wer gerade bei mir ist? Ihr Herr Fiedler. Wie bitte? Na, müssen Sie doch eigentlich wissen, Herr Witte, ne? Nee. Ihr Herr Fiedler hat mir gerade unsaubere Machenschaften vorgeworfen. Unterschlagungen, genauer gesagt. Nee, Herr Witte. Ganz in Ernst. Ach, das wundert mich allerdings auch. Ach, vielleicht fragen Sie ihn mal, warum er damit zuerst zu mir gekommen ist. Oh, nee. Psst, nee. Hallo? Gut, Herr Witte, sag ich Ihnen. Nee, können Sie sich auch verlassen. Ja, danke, Herr Witte, ne? Also, nochmal vielen Dank, Herr Witte. Tschüss denn. Sie sollen zu Herrn Witte kommen. Der will Sie sprechen, aber sofort. Der Alte? Ja. Oh, verdammt, der hat mich sowieso schon auf dem Kicker. Na, da haben Sie mir ja was Feines eingebrockt. Oh, was? Ja. Entschuldigung. Wo ist Herr Fiedler? Sigi sagt mir eben, Hier, dass... komm mal her, Krabbe, mach du das mal. Einfach so? Ja, einfach so, ist alles eingestellt, kann sprechen, funktioniert. Ja, hallo? Wen? Ja, Augenblick, ich muss Sie erst... Ja, na gut. Sag mal, warum hast du Onkel Hermann denn nicht weitergespielt? Vor Herrn Fiedler? Weil er nicht der Beamte von der BFA ist. Erwin! Nee, dieser Herr Fiedler ist nämlich ein Erpresser. Was? Der ist dahinter gekommen, dass dein Onkel Hermann seine Firma nach Strich und Faden betrogen hat. Was? Sag das nochmal. Onkel Hermann soll seine Firma... Jawohl, Herr Fiedler kann beweisen, dass er bummelige 100.000 in seine eigene Tasche gewirtschaftet hat. Dein sauberer Onkel. Ach du liebe Zeit! Auch das noch? Ja, aber nun lang mir das gerade, nun spiele ich nicht mehr mit. Kein Mensch, nicht mal du, kannst von mir verlangen, dass ich meinen Puppel hinhalte für Onkel Hermann. Das ist vielleicht ein Ding. Mensch, ich denke, ich soll hier einen armen, alten, kranken, grundsoliden Buchhalter spielen. Und du sitzt dich bis über beide Ohren in Onkel Hermanns kriminelle Vergangenheit. Bei aller Liebe, bis hierher und nicht weiter. Erwin, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte dich da bestimmt nicht mit reingezogen. Weiß ich doch. Dir mache ich auch gar keine Vorwürfe.
Und nun? Naja, wo ich nur doch nichts mehr für dich tun kann, ist das ja wohl besser, ich gehe, ne? Oder? Was meinst du? Wo willst du denn hin? Ich muss mich doch umziehen. Ja, aber Frau Messerschmidt wird dich nicht so einfach gehen lassen. Wieso nicht? Sie weiß doch nur, dass ich nicht Onkel Hermann bin. Oder hast du ihr das nicht erzählt? Doch, doch. Aber sie glaubt mir nicht. Was? Solche Lügengeschichte, sagt sie, ist ihr in ihrem ganzen Leben noch nicht aufgetischt worden. Was? Ja, oh Hermann, dein Koffer ist gepackt. Ich habe den Anzug aufs Bett gelegt. Du kannst dich also umziehen. Telefon für Sie. Ja, na los, zieh dich um. Ja, bitte, Messerschmidt. Wann war das? Vor einer Minute? Ach, da müssen Sie sich verwählt haben. Ich war doch die ganze Zeit hier. Ach, sagen Sie Lehmann, er soll mich abholen. Stintbrücke 14. Wo ist er denn schon wieder? Na gut, dann rufe ich mir ein Taxi. Over. Wie ist die Nummer vom Taxiruf? Ja, die haben wir hier in der Wand, Frau Messerschmidt. Frau Messerschmidt, ob Sie das nun glauben oder nicht, ich bin nicht Hermann Schmidt. In Wahrheit bin ich... Fang du nicht auch noch mit der Wahrheit an. Mir reicht völlig, was deine Nichte mir eben vorgetönt hat. Ja, aber ich kann beweisen, dass ich nicht Hermann Schmidt bin. Oh, hör doch endlich auf. Frau Messerschmidt, soviel ich weiß, hat Hermann Schmidt eine Prothese. Stimmt? Das musst du selbst doch am besten wissen. Ja, dann passen Sie nur mal ganz genau auf. Und! Aber das ist noch nicht alles. Ich kann noch viel mehr. Und! Du sag mal, Erwin, bist du mit der Nummer noch frei? Wenn Sie das immer noch nicht überzeugt, Frau Messerschmidt. Gestanden, Erwin Kummerfeld, Alleinunterhalter. Noch Fragen, Frau Messerschmidt? Dann ist Ihr Onkel also wirklich tot? Ja. Hat sich umgebracht, bloß weil er mich nicht heiraten wollte. Ach, so dürfen Sie das nicht sehen, Frau Messerschmidt. Onkel Hermann war ein Waschlappen. Der hat Angst vor seiner eigenen Courage bekommen. Wenn Sie verstehen, was ich damit sagen will. Naja, vielleicht hatte er ja auch noch andere Gründe. Meinen Sie andere Frauen? Na, andere Geldgeber, will ich mal sagen. Ach mein Gott, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich selbst kann mich ja damit abfinden, aber es gibt eine Menge Leute, die mir diese Blamage von Herzen gönnen. Was sagten Sie, sind Sie von Beruf? Alleinunterhalter. Spezialität, Imitation aller Art. Könnten Sie denn nicht... Ich meine, Sie haben Hermann so wunderbar gespielt, so echt. Nee, Bitte. ich habe nie gesagt, Frau Messerschmidt. Natürlich gegen gute Bezahlung und bloß eine Zeit lang, damit ich jemanden habe, den ich vorführen kann. Später drehen wir das dann so hin, ich hätte Ihnen den Laufpass gegeben. Frau Messerschmidt, Sie können mich als Zara Leander engagieren. Als Hans Albers, als Weihnachtsmann, mein Ding als Hanno Thurau. Aber gehen Sie mir los mit diesem Hermann Schmidt. Von diesem alten Gaun habe ich die Nase voll. Der steht mir bis hier, dieser Hermann Schmidt. Was habe ich bloß an mir? Bin ich denn so ein Schreckgespenst? Aber Lotti, wie kommen Sie denn da drauf? Der eine geht lieber ins Wasser, als dass er mich heiratet. Und der andere dreht total durch, wenn er meinen Verlobten bloß spielen soll. Das muss einem doch zu denken geben. Oder? Vielleicht sind Sie bloß noch nicht an den Richtigen gekommen. Liebe Lotti. Meinen Sie? Bis jetzt habe ich jedenfalls immer nur Pech gehabt mit den Männern. Aber trotzdem sollten Sie die Hoffnung nicht aufgeben. Eine Frau mit Ihrem Aussehen und so. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn Sie keinen Mann für alle Lebenslagen finden. Ich bin nicht mehr die Jüngste, Herr Bock. Sigi, bitte. Die Männer in meinem Alter wollen ihre Ruhe haben. Und die Jüngeren haben es nur auf mein Geld abgesehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Für mich zählt zuallererst die, na wollen wir mal sagen,
Die menschliche Qualität. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? Wenn ich ein Auto wäre, könnte ich mich als Oldtimer verkaufen. Ja, dafür haben Sie sich ja ganz gut gehalten. Ja, nicht? Fit sein ist alles. Lotti. Hier, fühlen Sie mal. Oh. Geballte Ladung, was? In einem gesunden Körper, Lotti, wohnt ein gesunder Geist. Wo Sie überall Muskeln haben. Alles Natur, Lotti. Zum Fasching gehe ich immer als Tarzan. Wollen Sie mal den Ruf der Wildnis hören? Nein! Im Augenblick bitte nicht. Sagen Sie, mit Frau Brümmer und Ihnen, ist das eigentlich eine feste Bindung? Mal mehr, mal weniger. Meistens weniger. Wollen Sie das noch genauer wissen, liebe Lotti? Was kann der Sigi denn dafür, dass er so schön... Was soll das hier eigentlich vorstellen? Ach, das wird der Tresen, Lotti. Nimmt doch viel zu viel Platz weg. Wo sollen die Leute denn da noch sitzen? Na ja, hier habe ich gedacht. Da passen 3, höchstens 4 Tische hin. Bei dem Umsatz kommen Sie ja nicht mal auf Ihre Selbstkosten, Herr Bock. Sie können auch Siegfried zu mir sagen, wenn Ihnen das lieber ist. Siegfried passt eigentlich viel besser zu mir. Finden Sie nicht auch? Manchmal ist so ein Name aber auch bloß eine leere Versprechung. Du kannst es ja mal drauf ankommen lassen, liebe Lotti. Wo geht es denn dahin? In die Schlafstube. Dann kommen Sie doch mal mit. Also so habe ich das nun auch nicht gemeint. Ja, ich meine, dass wir nun gleich... Haben Sie keine Zeit? Ja doch, aber... Also, dann kommen Sie doch und nehmen Sie einen Zollstock mit. Ein Zollstock? Lotti? Ich will das Zimmer mal ausmessen. Vielleicht können wir das Lokal zu der Seite hin vergrößern. Na los, kommen Sie. Onkel Hermann? Onkel Hermann ist tot, Traute. Das habe ich auch geglaubt. Aber das bist du doch. Oder? Hast du eine Ahnung, wo mein Notizbuch ist? Tu mir einen Gefallen und nimm die Brille ab. Warum? Ich kann's nicht glauben, dass du das bist. Tatsächlich. Du bist also gar nicht in den Hafen gesprungen. Man muss ja nicht gleich übertreiben, Traute. Ich kann ja auch gar nicht schwimmen. In meinem Alter kann aus dem vorgetäuschten Selbstmord leicht ein echter werden. Oh, du bist ein Schuft, Onkel Hermann. Ich war in der Notlage, Traute. Ich hatte keine andere Wahl. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich dir das erklären, aber... Ist nicht nötig. Ich weiß Bescheid. Ah, über alles? Jedenfalls weiß ich genug. Na, dann wirst du wohl auch begreifen, warum Hermann Schmidt in der Versenkung verschwinden musste. Wo zum Teufel ist mein Notizbuch? Hast du denn keine Ahnung, wo das sein könnte? Doch. Ja, wo dann verdammt noch mal?
Das hat Frau Messerschmidt. Frau wer? Lotti Messerschmidt. Deine Verlobte. Wie kommt die an mein Notizbuch? Ist die wieder hier gewesen? 18 Quadratmeter würden Sie gewinnen. Ich glaube, sie ist immer noch hier. Was? Du kannst sie ja mal nach deinem Notizbuch fragen. Tu mir das nicht an, Traute. Wenn die mich hier sieht, bin ich verratzt. Und mit Spiegeln wird das auch noch optisch vergrößern. Das ist ein... Ach, nur Herr Kummerfeld. Ich dachte, Sie hätten es satt, Hermann Schmidt zu spielen. Also bitte ziehen Sie sich um und nehmen Sie die Perücke ab, ja? Setz dich, bitte. Oh, du, ich stehe auch ganz gern. Ach nee, komm, Traute, setz dich lieber hin. Na gut. Ist was? Wieso? Naja, du grinst so gediegen. Ich? Ja, geht dir das nicht gut? Ach, im Gegenteil. So gut habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Schieß los, mein Cheater. Ich habe 2 Nachrichten für dich. Eine gute und eine, na wollen wir mal sagen, nicht ganz so gute. Womit soll ich anfangen? Mit der schlechten. Ja, aber ist wohl besser, ich erzähle dir erst mal die gute. Dann haut dich die andere nicht so um. Fang endlich an, Sigi, wir haben noch eine Menge zu tun. Du hast recht, Lotti. Also, ich und Lotti... Bitte? Lotti und ich... Wir sind auf eine grandiose Idee gekommen. Also ich habe mir Folgendes gedacht. Sie ziehen in Onkel Hermanns Zimmer und die Wand da nehmen wir weg. Dann kommen wir ungefähr auf die Größe, die ein Lokal mit einem gewissen Snob-Appeal haben muss. Schnoppepühl, verstehst du? Und nun kommt nämlich der Knüller. Darf ich dir das sagen, Lotti? Ja, bitte. Zum Lapskaus gibt es bei uns nur ein Getränk und das ist... Champagner. Und wenn ich Champagner sage, dann meine ich Champagner und nicht irgendeine billige Gewerkschaftsbrause. Keine Buttel unter 100 Mark. Nur das Feinste vom Feine. Lapskaus und Champagner, Traute. Weißt du, was das ist? Das ist nicht mehr als gerecht. Ja, wieso gerecht? Na, wer dein Lapskaus essen muss, der hat sich wirklich eine Belohnung verdient. Also sag mal, hast du dir einen angetüdelt oder was ist los? Lapskaus und Champagner, Traute, das ist der absolute Hammer. Sowas hat es noch nicht gegeben. Die Schnapps werden vor unserer Kombüse Schlange stehen. Und den Champagner, den liefert Frau Messerschmidt? Genau. Aber das ist noch nicht alles. Lotti wird unsere Partnerin. Sie übernimmt die gesamte Finanzierung. Das heißt, du kannst Onkel Hermanns Rente bis auf den letzten Pfennig zurückbezahlen. Der bist du aus dem Schneider, Traute. Brauchst bloß noch ein bisschen Brummen, aber die paar Jahre sitzt ja auf einer Backe ab. Na, was sagst du dazu? Oh, das sind ja lauter gute Nachrichten, Sigi. Wo bleibt die schlechte? Lotti, willst du ihr das sagen? Oh nein, das ist deine Sache. Aber kurz und knapp, wenn ich bitten darf. Jawohl, Lotti. Traute, du musst nun ganz tapfer sein. Aber glaub mir, wenn du den ersten Schock überwunden hast, dann wirst du einsehen, dass es für uns alle das Beste ist. Kommt zu Potzi, die Bock. Jawohl, Lotti. Dafür, dass Lotti uns unter die Arme greift, verlangt sie eine bestimmte Gegenleistung. Ach ja? Und was? Ja, kannst du dir das nicht denken? Nee. Sigi, sag nicht, du willst für Onkel Hermann eins bringen. Wat Mut, Traute. Bitte, was sagst du da? Na, ich meine, dass Traute nur leider auf mich verzichten muss. Lotti und ich haben beschlossen, unseren Lebensweg von nun an gemeinsam zu gehen. Ach, Ja. tja, wenn das so ist, Sigi, dann will ich deinem Glück nicht im Wege stehen. Also alle Achtung, Traute. Ich hätte nicht gedacht, dass du das so gefasst aufnehmen würdest. Tja, Aber wenn auch getrennt von Tisch und Bett, so bleiben wir doch Partner, wir 2. Wir 3. Wir 3. wir 4. Wir... Wieso 4? Ich koch. Du bedienst. Und du, Lotti, was machst du? Die Geschäftsleitung, was denn sonst? Und dann brauchen wir noch einen, der für Stimmung sorgt. Ein Alleinunterhalter. Sein Notizbuch. Was? Er will sein Notizbuch wieder haben. Wer? Der da. Hermann Schmidt.
Hermann! Mit Titi. Hermann! Onkel Hermann ist in den Hafen gesprungen.